Was ein Geheimnis, ein Modell und Entstehungsgeschichten mit mir und mit dir zu tun haben. Das ist der Name meiner heutigen Predigt. Und ich muss vorab sagen, es ist eine konstruierte Predigt. Es ist nicht eine mit einem schönen roten Faden, beziehungsweise er ist am Anfang nicht so ersichtlich. Wir werden heute verschiedene Sachen anschauen. Wir werden erstens, will ich euch ein Geheimnis von mir erzählen. Das ist etwas, was noch nicht viele Leute wissen, was noch nicht viele Leute gehört haben von mir. Wir werden zweitens ein weniger bekanntes Modell aus der Transaktionsanalyse miteinander anschauen. Und es ist etwas, was mich sehr fasziniert, weil es hat mir geholfen, mich zu reflektieren. Wir werden nachher verschiedene Entstehungsgeschichten anschauen. Und am Schluss werden wir das alles so in einen Trichter nehmen und schauen, was hat das alles mit dir und mit mir zu tun. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es klingt spannend und interessant. Wie auch immer, wir kommen auf jeden Fall gerade zum ersten Punkt, zu meinem Geheimnis. Und es ist etwas, wo mir ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden, weil ich es wirklich noch nicht vielen Leuten erzählt. Es ist etwas, das auch unter uns bleiben muss. Aber es ist, ich höre Stimmen. Und es sind leisliche Stimmen, es sind flüsternde Stimmen. Und sie sagen Sachen wie, kannst du das wirklich? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Das kommt nicht gut. Wer bist du, dass du das Gefühl hast, dass du das einfach machst? Kennst du das? Kennst du so Stimmen? Teilweise sagen sie dann auch so Sachen wie zu wenig. Du bist zu wenig. Du bist zu wenig gut. Zu wenig talentiert. Zu wenig beliebt. Zu wenig schlank. Zu wenig schön. Zu wenig gross. Einfach zu wenig. Was sagen dir deine Stimmen? Zu wenig von was bist du ihrer Meinung nach? Und dann müssen sie mir auch so ein bisschen Minderwert einflüstern. Über Sachen, wo ich mich eigentlich darüber definiere. Und sagen jetzt, du bist ein Schlechter. Du bist ein schlechter Ehemann, ein schlechter Papi, ein schlechter Pfleger, ein schlechter Chef, ein schlechter Prediger, ein schlechter Schreiber, ein schlechter Sportler. Einfach ein schlechter. Und das macht mir zu arbeiten. Und vor allem, wenn ich es dann in einer Situation wirklich mal vergeigt habe, dann sagen sie so, kommen sie hinterher und sagen, siehst du, ich habe es ja gesagt. Ich habe es ja gesagt, du hast es nicht im Griff. Schau, da hast du jetzt den Beweis. Und wenn ich nicht aufpasse, dann fange ich an, auf die Stimmen zu hören. Und ich fange ihnen an zu glauben. Und die Gefahr, wenn ich das mache, dann verändert das meine Perspektive. Und wenn ich so ein bisschen in meine Vergangenheit schaue, dann sehe ich nur noch die Momente, wo es wirklich nicht funktioniert hat, wo ich wirklich mal ein bisschen Misserfolg hatte. Und das nimmt mir dann den Mut, das Leben aktiv in Angriff zu nehmen, was ja erst ermöglichen würde, dass ich positive Erfolgserlebnisse habe. Und so kommt das Ganze ein bisschen eine Negativspirale über. Das sind so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiungen. Seht ihr den Zusammenhang? Kennt ihr das auch, so eine Negativdynamik? Ich fühle mich schlecht, ich sehe alles nur negativ. Genau. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen konstruiert, soweit zu meinem Geheimnis, wo ich glaube, mit anderen in diesem Raum auch teilen, so ein bisschen die Reaktionen an. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Wir gehen bereits zum zweiten Teil, zu dem Modell aus der Transaktionsanalyse. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute das Modell kennen. Mir hat es enorm geholfen, mich zu reflektieren, zu verstehen, wie ich ticke und warum ticke ich denn so, wenn ich ticke. Und warum ticken andere Menschen so, wie sie ticken. Das Ding heisst Wahrnehmungsrad. Das ist so ein Rad halt. Der obere Teil ist das, was so ein bisschen bewusst wahrgenommen wird. Der untere Teil ist, was im Unbewussten abläuft. Und es fängt immer an mit einem Input. Man sieht etwas, man schmeckt etwas, man hört etwas, man nimmt etwas wahr. Das ist wie ein Input, eine Wahrnehmung. Und das wird nachher verglichen, ich sage dem Programmierung, das Originalwort wäre innere Landkarte. So, was habe ich abgespeichert zu dem Begriff? Was habe ich schon für Erfahrungen gehabt, um es jetzt ein bisschen wie abgleichen, um es zu bewerten. Von dem her wird nachher eine Emotion abgeleitet und auf die Emotion folgt eine Reaktion. Als ich das Modell kennengelernt habe, bin ich mit meiner Frau, der Lilian, gerade auf Haussuche gewesen. Und darum nehme ich immer die Story hinterher, weil ich finde, es tut es so gut illustrieren.
Wir sind verschiedenste Häuser anschauen. Und dann sind wir in eins reingegangen und es hat auf den ersten Blick eigentlich sehr gut ausgesehen. Es war sehr gut erhalten, einen ausgebauten Estrich, einen ausgebauten Keller, einen Wintergarten. Und dann bin ich aus dem Wintergarten raus, bin ich in den Garten und dann habe ich gesehen, es hat einen Teich. Und das war mein Input, der Teich, ich habe den gesehen, es hat einen kleinen Brunnen, das Wasser hat plätschert, also ich habe den Teich gehört. Das war meine Wahrnehmung, ein Teich. Was ist bei mir auf meiner Festplatte abgespeichert zum Thema Teich? Ein Teich, da gibt es Arbeit, man muss schauen, dass es nicht Algen hat, es wird Umgebungsarbeit, die man machen muss, die Steine müssen schön sein, kein Büsch etc. Teich ist Arbeit. Ein Teich kann aber auch gefährlich sein. Ich mich erinnere, wo ich noch ein kleiner Bub war, ist bei uns in der Nachbarschaft haben sie einen Teich gehabt. Und dann haben die dort im Herbst ein Netz darüber gespannt, dass die Blätter nicht in den Teich gehen, dass sie nicht rausfischen müssen. Und ich weiss nicht mehr, ist es eine Katze oder sonst ein Tier, das hat sich in dem Netz verfangen und ist im Teich vertrunken. Das heisst, ein Teich kann gefährlich sein. Unsere Kinder waren dort noch klein. Also, gibt Arbeit, ist gefährlich. Was sind meine Emotionen? Ich hasse Gartenarbeit. Nein, das ist so nicht meins. Da bist du den ganzen Tag am Bügeln und nachher musst du noch in den Garten. Ja, genau. Ist nicht meins. Und ein Teich kann gefährlich sein. Es ist wirklich so, hey, nein, ich will nicht eine Gefahr haben für meine kleinen Kinder. Nein, nein. Und meine Reaktion war, los Lilian, ich glaube, das ist nichts für uns. Jetzt ist Lilian auch in den Garten gekommen. Sie hat den Teich gesehen, sie hat den Brunnen gehört plätschern. Was hat sie für eine Programmierung? Sie ist aufgewachsen in einem Haus, das einen Teich hatte. Und sie wusste, ein Teich gibt Arbeit. Sie hat an den Samstag immer helfen, ihrem Papi, der die Arbeiten gemacht hat. Und das sind auch gute Erinnerungen. Das waren auch schöne Stunden, die sie mit ihrem Papi verbringen konnte. Sie hat mir erzählt, einmal sei der Teich gefroren und sie hat auf ihrem eigenen Teich gelernt, Schlittschuh zu laufen. Einmal hatte sie so viele Fische drin, dass sie am Hausteich fischen konnte. Und ihre Emotion war, so schön. Und die Reaktion kommt, das ist genau unser Haus. Gut, wir haben das Haus natürlich gekauft. Aber als erstes haben wir einen Haken um den Teich gemacht, für die Sicherheit. Und wir haben abgemacht, dass es ihr Garten und ihr Teich ist. Wenn ich sage, ich gehe in den Garten, dann hat das mit Hängematte und mit Buch zu tun. Nicht mit Gartenarbeit. Aber es ist für mich ganz spannend, wie fest Programmierung einen Einfluss hat auf was ich denke, wie ich funktioniere. Auf meine Reaktionen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Emotionen der Motor sind von den Reaktionen, aber die Emotionen von der Programmierung gesteuert werden. Und darum, wenn ich schon seit 2 Stunden am Aufziehen machen bin und meine Buben schnallen es immer noch nicht, kann ich nicht sagen, jetzt bin ich einfach geduldig. Erst wenn ich mir sage, gut, ich brauche manchmal auch länger, ich schnalle auch nicht alles beim ersten Mal und das, was ich eigentlich machen wollte, morgen Abend habe ich nichts los, ich mache das morgen Abend, dann folgen andere Emotionen. Und dann kann ich mit Verständnis reagieren und mit Geduld. Ich finde das ganz spannend. Das hat mir wirklich auch geholfen zu verstehen, wieso reagiere ich manchmal in gewissen Situationen so. Und wieso kann ich nicht einfach so geduldiger sein? Wieso kann ich nicht einfach andere Gefühle haben? Weil Programmierung Gefühle steuert. Und Gefühle erst dann die Reaktionen. Soweit verständlich? Danke für die deutliche Bestätigung. Also, wir haben Negativstimmen gehabt, wir haben Wahrnehmungsräder. Jetzt rühren wir noch Entstehungsgeschichten. In den ganzen Pott rühren nachher alles rühren. In der Blütezeit von Israel war ja zuerst der David König und nachher der Salomo, sein Sohn. Und sie haben einen Tempel gebaut, mitten in Israel, wo Gott höchstpersönlich eingezogen ist. Es war gut. Sie hatten gute Handlungsbeziehungen gehabt mit den Nachbarschaftsvölkern. Sie haben Frieden gehabt, sie haben eine florierende Wirtschaft gehabt. Aber schon bald hat die Idylle angefangen zu bröckeln. Das Land ist geteilt worden in ein Nordreich, in ein Südreich. Und plötzlich sind Babyloner eingezogen, haben sie mit ins Exil genommen. Plötzlich sind sie in Babylon im Exil und sie denken so, das war wie ein Wachrüttler. So, was ist los? Hey, wir haben doch Gott mit unter uns gehabt. Wieso sind wir jetzt da? Stehen wir nicht mehr in Gottes Gunst? Was ist mit dem Segen passiert?
Und Babylon war ein Exil, es war nicht eine Sklaverei wie in Ägypten. Kein Sklavenhalter, kein Auspeitschen. Es ist mehr so ein unfreiwilliger Asylantenstatus, den sie hatten. Sie mussten dort sein und dort bleiben. Und sie haben sich probiert, so ein bisschen zu integrieren. Sie haben Jobs angenommen. Von zwei aus der Bibel wissen wir, dass sie Karriere gemacht haben, Daniel und Nehemia. Und so ein bisschen im Zuge der Integration haben sie die Entstehungsgeschichte der Babylonier kennengelernt. Und der Schöpfungsmythos, der heißt Enuma Elis. Und es handelt sich dabei um ein Gedicht mit 1000 Zeilen. Und die ältesten Versionen, die man gefunden hat, sind aus dem 13. Jahrhundert vor Christus und sie sind auf 7 Tontafeln niedergeschrieben. Und es ist eine absolut verrückte Geschichte. Es fängt an mit 2 Urwesen, dem Apsu und dem Tiamat. Das sind so die Urwesen, die sind einfach schon da gewesen. Und die 2 erschaffen mehrere Götter. Aber die Götter, die nerven. Und der Apsu will sie wieder vernichten. Und der Tiamat sagt, nein, hopp, stopp, machen wir nicht. Aber der Plan, der spricht sich unter den Göttern. Und so ein bisschen in einem Präventivschlag, für den Fall, dass die Urwesen die Meinung ändert, bringen sie den Apsu um. Und darauf entstehen mehrere Verschwörungen unter den Göttern. Jeder von ihnen will eigentlich an die Macht. Und dann betritt plötzlich der Marduk die Bühne. Er ist ein Sohn von 2 Göttern und er ermordet den Tiamat. Und jetzt wird es erst richtig interessant. Er spaltet den Leichnam in 2 Hälften und aus dem einen Teil macht er den Himmel, aus dem anderen Teil macht er die Erde. Weil er hat einen Plan. Gott sein ist eben manchmal mühsam. Und er will Menschen erschaffen, um ihnen die Mühsal der Götter zu übergeben, damit die ihre Ruhe haben und können chillen. Und gesagt, getan, aus dem Blut, also sie töten einen Dämon und aus seinem Blut erschaffen sie die Menschen und legen ihnen den Dienst für die Götter auf. Was für eine absolut schräge Entstehungsgeschichte. Gott, der ein Urwesen spaltet, aus dem alles schafft. Und aus dem Blut von Dämonen macht man Menschen. Alles umgeben von Verschwörungen, von Neid, von Krieg. Und das habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Ich habe eine lebhafte Fantasie, aber das ist der echte Entstehungsmythos der Sumerer. Und wenn das deine Entstehungsgeschichte ist, wenn du weißt, ich bin aus Krieg entstanden, was macht das mit dir? Wie gehst du als Einzelperson mit dem um? Ich bin aus Krieg, aus Mord, aus Hinterlist entstanden. Wenn das meine Identität ist, meine Herkunft. Wie lebt eine Gesellschaft mit so einem Gedanken gut, wenn es programmiert ist? Wie geht man mit den Schwachen in der Gesellschaft um? Wie mit den Starken? So eine Entstehungsgeschichte, das macht etwas mit dir. Und die Israeliten sind also im Exil und sind von einer Gesellschaft umgeben, die aus Krieg entstanden ist. Und sie erfahren das, und für die muss das wahrscheinlich genauso schräg sein wie für dich und für mich, wo wir das heute Morgen hören. Und sie fangen sich an zu besinnen. Okay, die sind aus Krieg entstanden. Aus was sind wir denn rausgekommen? Was ist unser Ursprung? Verschiedene Ausleger und Forscher sind der Meinung, dass die jüdische Schöpfungsgeschichte zuerst mündlich von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Und interessanterweise sind die ältesten schriftlichen Dokumente, die man gefunden hat, auf die Zeit datiert, wo das Volk im Exil war in Babylon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort gemerkt haben, wir haben das bis jetzt mündlich weitergegeben, aber ich glaube, das ist zu wichtig, um es nur mündlich weiterzugeben. Ich glaube, das müssen wir aufschreiben. Würde mich nicht überraschen. Und wenn man den 1. Mose Kapitel 1 liest, dann lernt man Gott kennen, der so ein bisschen wie eine Art Künstler porträtiert wird. Er erschafft, er kreiert, er trennt Licht und Finsternis, er erschafft Lebensräume, Himmel, Erde, Wasser. Und nachher erschafft er Kreaturen, Lebewesen, die er in die einzelnen Lebensräume hineinsetzt. Fisch für im Wasser, Vögel für im Himmel und auf der Erde steht so schön Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes. Und wie ein Künstler begutachtet er nach seinem Kunstwerk, nach seinem Gestaltungsprozess, steht er einen Schritt zurück und schaut es an und bewertet es. Und jetzt habe ich mir das immer so vorgestellt,
dass Gott so ein bisschen rational und analytisch in seiner Größe und Erhabenheit sein Geschaffene anschaut und dann nüchtern sagt, es ist gut. Weil so wird es in den Bibelfilmen meistens porträtiert, mit so ein bisschen Naturbildern und so einem nüchternen Textleser, der so das erste Kapitel vorliest. Und ich habe gemerkt, das hat so mein Gottesbild geprägt. Wenn jetzt aber Gott den Menschen erschaffen hat mit seiner Vielfalt an Emotionen, ist es möglich, dass Gott vielleicht ein bisschen emotional war? Ist es möglich, dass er vielleicht tief ergriffen, mit feuchten Augen verkündet hat, es ist so gut, es ist gut? Oder vielleicht war er wie so ein 5-jähriger Bub, der das erste Mal sein Lego-Ding zusammengebaut hat und ganz aufgeregt hat, so gut! Und vielleicht ist das für dich eine komische Vorstellung. Ich habe gemerkt, für mich hat es mein starres Gottesbild ein bisschen aufgeweicht und erweitert. Wie auch immer. Gegen Ende des Schöpfungsprozesses schafft Gott etwas ganz Besonderes. Er erschafft das Wesen in seinem Ebenbild und haucht ihm seinen göttlichen Atem ein. Und er schaut es an und sagt, das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie der Gott der Juden erschafft. Durch Wort. Er sagt es und es entsteht. Und das ist eine Schöpfungskraft, die zu einem Teil auch in uns hineingelegt worden ist. Wenn ich einem von meinen Buben sage, komm, was hast du jetzt da wieder gemacht? Nein, echt, das ist einfach nicht gut. Nein, dich kann man für nichts brauchen. Dann erschafft er sie ihm eine Realität. Erschaffen rein durch Wort. Und wenn ich es aber anders mache und sage, schau, ich vertraue dir, ich glaube, du kannst das, du bringst das auf die Reihe. Ah, schau, jetzt hast du es gemacht. Hey, so gut, wie das gegangen ist. Auch das erschafft eine Realität rein durch Wort. Auf jeden Fall erinnern sich die Juden im Exil daran, dass sie aus Freude heraus erschaffen worden sind, aus Kreativität. Sie sind das Produkt von einem Gott, das sie erschaffen wollten, in seinem Ebenbild. Mit dem Zweck, über das, was er vorher gemacht hat, zu herrschen. Er vertraut ihnen die Schöpfung an und er traut den Menschen zu, dass die das schon werden in den Griff bekommen. Aus Freude und Vertrauen heraus geschaffen, mit einer positiven Zweckbestimmung. Und ja, die Entstehungsgeschichte geht weiter. Im 3. Kapitel verbocken sie es dann. Und später kommen sie aber das Gesetz über, um mit Tieropfern wieder den Frieden herstellen, dass sie wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Aber die ursprüngliche Schöpfungsabsicht war nicht Gewalt wie der Babylonier, sondern Kreativität, Freude an kreativ sein. Wenn wir ein bisschen umschauen in der Arbeitswelt und schauen, wie sich Karrieremenschen verhalten, dann kommt dort auch so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte vor. Nämlich Darwinismus. Evolution, Weiterentwicklung, der Stärkere überlebt. Ellbogen raus, Karriereleiter rauf, koste es, was es wolle, ohne Gewissen und Moral. Und warum auch? Weil wenn aus dem Urknall Sternenstaub entstanden ist und über Millionen von Jahren jetzt aus dem Sternenstaub der Mensch evolviert und nach dem Tod wirst du wieder zu Sternenstaub, dann gibt es ja keine Moral, dann gibt es keinen übergeordneten Wert. Wenn du das glaubst, dann kannst du machen, was du willst. Dann sind Werte nur etwas Menschengemachtes. Dann kannst du sprichwörtlich über Leichen gehen. Es spielt keine Rolle. Weil du kommst aus dem Nichts und du gehst ins Nichts. Du hast nur heute und jetzt. Und das Einzige, was du wirklich hast, ist dein Körper. Und ich glaube, dass das der Grund ist, wieso dass wir heute so einen wahnsinnigen Körperkult haben. Dass unsere Gesellschaften so aufs Aussehen fokussiert sind, dass sie ins Fitness gehen, stundenlang schwitzen und sich mit der Ernährung auseinandersetzen und wirklich das Beste aus dem Körper rausholen. Und wenn Evolution deine Herkunft ist, dann macht das irgendwo durch einen Sinn. Weil dann hast du nur heute und jetzt und nachher ist es vorbei. Meine persönliche Herkunftsgeschichte hat viele Parallelen zu der Enuma Elis. Bis ich meinen Weg mit Jesus angefangen habe zu gehen, hat sich mein Leben oft nach Kampf angefühlt. Aber cooles Lied, cooler Klingelton.
Genau, mein Leben hat sich oft nach Kampf angefühlt und ich mag mich erinnern, ein Satz aus meinen Teenie-Jahren war, es ist wie ein Kampf gegen das Leben und ich will nicht verlieren. Aber meine Geschichte hat auch mit Kampf angefangen. Als ich geboren wurde, war die Nabelschnur um den Hals und ich hatte Sauerstoffmangel. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Ich habe bei meiner Geburt ums Überleben kämpfen. Und erst als ich angefangen habe, mit Jesus unterwegs zu sein, hat bei mir ein Wiederherstellungsprozess angefangen, der jetzt sicher ein bisschen vorgeschritten, aber sicher noch nicht abgeschlossen ist. Ein Wiederherstellungsprozess zu der Person hin, wo ich von Anfang an geplant war zu sein. Ein Prozess, wo es darum geht, die christliche Herkunftsgeschichte auf meiner Festplatte abzuspeichern. Aber bevor wir zu dieser kommen, möchte ich dich fragen, aus welcher Geschichte lebst denn du raus? Was ist dein Ursprung? Aus was raus bist du geschaffen? Besteht dein Leben aus Kampf? Musst du immer der Stärkere sein? Auf heute übersetzt, musst du immer Recht haben. Ist jetzt alles, was du hast, und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und darum musst du jetzt möglichst viel machen und erleben und sein und erschaffen. Und ja, musst du schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Aus was raus bist du geschaffen? Du siehst, wir sind schon lange bei unserem 4. Punkt angekommen, was das alles mit dir und mit mir zu tun hat. Ich habe vorher die christliche Herkunftsgeschichte erwähnt. Und wahrscheinlich hast du dich dort so ein bisschen innerlich am Kopf gekratzt und gefunden, ja, das haben wir jetzt schon gehabt, 1. Mose, die ersten Kapitel. Der Schöpfungsbericht ist genau die jüdische Herkunftsgeschichte und aber nur der erste Teil von der christlichen. Weil wenn du dein Leben Jesus übergeben hast und mit ihm unterwegs bist, dann erweitert sich deine Schöpfungsgeschichte. Grundsätzlich, sie fängt gleich an, auch als die christliche Herkunftsgeschichte, bist du aus Freude und Kreativität hin zur Gemeinschaft mit Gott erschaffen worden. Und leider hat der Mensch das für eine phänomenal aussehende Frucht links liegen lassen. Aber das war das Problem, weil das ist der Ursprung von Sünde. Und Sünde ist einerseits, dass sie von dieser Frucht probiert haben, aber noch viel tiefer liegend ist Sünde die Haltung. Ich richte mich nicht nach dem, was Gott sagt. Und das ist immer das Problem mit Sünden. Sünden sind einzelne Taten, Lügen, Stehlen, Betrügen, Ehebrechen. Aber auf einem viel tieferen Level ist Sünde, ich interessiere mich nicht und ich richte mich nicht nach dem, was Gott sagt und Gott will. Und das ist das Problem mit der sogenannten Erbsünde. Weil wenn wir auf die Welt kommen, ist uns Gott zuerst egal. Was ich will, ist wichtiger. In der jüdischen Entstehungsgeschichte kommt das Volk nach ein Gesetz über. Und dort koppelt sich die christliche Geschichte ab. Sie geht weiter. Gott schickt seinen Sohn auf Erde, der nachher stellvertretend am Kreuz stirbt, für alle Sünden der Menschen, für all ihre egozentrische Haltung. Was ich will, nicht was er will. Und in jedem Mensch, der das Friedensangebot von Jesus dann annimmt, passiert eine Veränderung. Und der Paulus braucht ganz eine interessante Wortwahl, wenn er im 2. Korinther 5 schreibt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das griechische Wort für Kreatur ist Ktisis. Und der Luther ist der Einzige, der das mit Kreatur übersetzt. Praktisch alle anderen übersetzen es mit Schöpfung. Also ist jemand in Jesus, ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Ktisis. Und Ktisis heisst wortwörtlich etwas, das aus nichts heraus entstanden ist. In der Bibel wird das Wort Ktisis zu 99% immer im Zusammenhang mit der Schöpfung vom Anfang gebraucht. Das heisst, der Paulus sagt, ist jemand in Jesus, ist eine neue Schöpfung, dann ist er oder ist die Person wie das Ding, wo ganz am Anfang war, wo Gott gesagt hat, es ist gut. Wenn jemand in Jesus ist er wie das Ding vom Anfang, wo Gott gesagt hat, es ist gut, erschaffen aus Kreativität und Liebe und Freude. Ist jemand in Jesus, ist er wie das. Kleine Klammern auf. Vorsicht. Die Aussage ist nicht, du bist gut, Punkt.
Als Mensch bist du generell 100% sündig. Du befindest dich grundsätzlich in einem Zustand, der nicht nach Gott fragt. Aber wenn du den Kreuztod und die Verstehung von Jesus für dich in Anspruch nimmst, wirst du 100% geheiligt, aber gleichzeitig bleibst du 100% sündig. Du bist ein geheiligter Sünder. Und das ist die Diskrepanz, die der Paulus in seinem Leben festgestellt hat und dann beschreibt im Galater 5. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und das ist der Kampf. Und nach jeder Bekehrung in jedem Mensch innen tobt. Die Sünde kämpft gegen die Heiligkeit und die Heiligkeit gegen die Sünde. Und wahrscheinlich kennst du das. Ich will nicht, ja, aber ich mache es gleich. Und eigentlich will ich das machen, ja, aber ich mache es nicht. Und das ist eben, weil der Urzustand nicht einfach plötzlich weg ist, sondern ihm ist etwas gegenübergestellt worden. Und der Fakt, dass die Heiligkeit dem gegenübergestellt worden ist, das macht dich durch Ktisis zur neuen Schöpfung, zu dem, wo Gott aus Freude und Kreativität und Liebe erschaffen hat. Weil die christliche Herkunftsgeschichte ist eine dreiteilige. Geschaffen und als sehr gut bewertet worden. Weil vor allem anderen hat Gott nicht immer gesagt, das ist gut. Nur beim Menschen hat er gesagt, sehr gut. Und der zweite Teil ist versagt, gefallen und am Sündigen. In einem Zustand, der nicht nach Gott fragt. Aber der Abschluss der Trilogie ist als geheiligter Sünder unterwegs in Richtung Himmel. Und die Frage ist jetzt, was ist auf deiner persönlichen internen Festplatte abgespeichert? Wo fängt deine Herkunftsgeschichte an? Bei welchem von diesen 3 Teilen? Weil ich habe festgestellt, es gibt ganz viele Christen, die sich ausschließlich als sündige Menschen anschauen. Weil in erster Linie kann ich nichts und bin ich nichts und alles, was gut ist in meinem Leben, ist von Gott. Aber der Mensch ist und somit auch ich bin schlecht und böse und es kann gar nichts Gutes aus mir herauskommen. Und das ist auch so und soll auf deiner Programmierung, auf deiner Festplatte abgespeichert sein. Sünder? Ja, zu 100%. Aber nicht nur. Das ist nur die halbe Wahrheit. Du bist nicht fair dir gegenüber, wenn du deinen Ursprung ausschließlich an dem Teil 2 festmachst. Es kann dich krank machen und depressiv und dich jeder Lebensfreude berauben. Und es ist vor allem nicht wahr. Und die Stimme, die ich am Anfang erwähnt habe, die gründet darauf, dass du dich ausschließlich auf den Teil 2 fokussierst. Und wenn das bei dir ein bisschen das Thema ist, dann kann ich dir folgenden Tipp mitgeben. Dann überleg vielleicht weniger, aus was raus bin ich erschaffen worden, sondern zu was hin bin ich erschaffen worden. Zur Gemeinschaft mit Gott. Das kann dir helfen, ein vollständiges Bild zu geben. Nicht aus was raus, sondern zu was hin. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Die haben den Teil 2 vergessen. Die leben ausschließlich aus Teil 1 und Teil 3. Weil ich bin wunderbar gemacht und Gott hat mich in meinem Mutterleib geformt. Und so gut, dass ich den Heilsweg in Jesus erkannt habe. Und ich kann nicht verstehen, dass andere so blind sind und das nicht schnallen. Weil ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wenn er für mich ist, wer kann denn gegen mich sein? Und auch das ist wahr. Auch das ist wahr. Und auch das soll auf deiner internen Festplatte sein. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe gesagt vorher, wenn du dich nur an dem zweiten Teil orientierst, dann kann dich das krank und depressiv machen. Wenn du dich nur an den anderen beiden Teilen orientierst, dann wirst du arrogant und hochnäsig und stolz. Dann vergissest du, dass du auf Gnade angewiesen bist. Und wenn du deine Gnadebedürftigkeit aus den Augen verlierst, dann wirst du anderen gegenüber gnadenlos. Und darum ist es so wichtig, dass du eine vollständige und eine ausgewogene Programmierung hast, dass sie im Lot ist. Dass du weißt, tief innen, der Grundgedanke bei deiner Erschaffung ist Liebe und Freude und Kreativität gewesen. Dass dir aber auch bewusst ist, dass du ein sündiges Wesen bist. Dass du nicht von Anfang an auf Gott ausgerichtet gewesen bist. Und dass du aber auch ganz fest weißt, durch deine Umkehr zu Jesus hin, bist du ein geheiligter Sünder. Dein Zustand widerspiegelt den Grundgedanken
von deiner Erschaffung. Und aus welcher Geschichte du herauslebst und wo der Startpunkt von deiner Geschichte ist, das ist so essentiell. Weil das gibt dir wie eine Brille und mit dieser Brille schaust du deinen Alltag und deine Vergangenheit an. Und es bestimmt dein tägliches Handeln. Und ich glaube, das ist etwas, was der Paulus erkannt hat. Und darum sagt er in Römer 12, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Denken erneuern. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Bringt das etwas zum Schwingen? Wühlt es etwas auf? Sehr gut. Das war meine Absicht mit der Predigt heute, die hoffentlich möglichst aufzuwühlen. Dass du dich damit auseinandersetzt und der Aufforderung von Paulus nachkommst. Erneuere dein Denken. Dass du dem nachkommst und dich um eine ausgewogene Programmierung bemühst. Aber vielleicht tickst du eher ein bisschen so wie ich und stehst einen Schritt zurück und sagst, ja nein, aber weißt, dreiteilige Herkunftsgeschichte habe ich jetzt also noch nie gehört. Ist das jetzt wirklich wahr? Wenn das deine Gedanken sind, sehr gut. Glaub nicht einfach alles, was ich da erzähle. Nimm das mit. Diskutiere es mit deinen Freunden. Diskutiere es in der Kleingruppe. Lese die Bibel. Gibt es dort etwas? Geh ins Gebet. Prüft das prüfen. Und vor allem mach dir Gedanken in den kommenden Wochen, was ist deine Herkunftsgeschichte und an welchem Ort fängt sie an. Wir beten zusammen beten. Vater im Himmel, wo du den Menschen geschaffen hast, hast du nur das Beste im Sinn gehabt. Du hast ihn angeschaut und verkündet, sehr gut. Aber der Mensch hat sich von dir abgewendet und in diesen Zustand sind wir alle hineingeboren worden. Wir haben nicht von Anfang an nach dir gefragt. Aber du hast uns gesucht, du hast uns gefunden und wir danken dir dafür, dass du uns die Augen für dich und deine Liebe und deine Herrlichkeit aufgemacht hast. Mach uns auch jetzt die Augen auf und lass uns erkennen, dass wir geheiligte Sünder sind. 100% sündig, aber 100% geheiligt. Geheiligte Sünder. Hilf uns, dass wir unser Denken dorthin gehend können ändern, dass es erneuert wird. Und dass wir deine guten Gedanken, die du über jeden von uns hast, dass das Bestandteil werden von unserer inneren Langkarte, von unserer Programmierung. Nur so können auch unsere Gefühle anders werden und unser tägliches Handeln. Lass es Jesus zentrierter werden. Amen.